Ja, und wohin? Wie darf ich da was? Baby, geh schon mal vor. Ich wärme das Bett schon mal auf. Bei die Geister, die mich placken. Das kommt davon, wenn man so lang drin ist, im Animus. Ja, so gesehen, ein Albtraum. Träumt schon von dem Viertel. Was zum Teufel? Was ist das? Wo bin ich? Das ist Akkon. Und Altair. Das muss ein Ziel sein. Ein Ziel? Ich muss eingeschlafen sein und einen völlig abgedrehten Traum haben. Pass auf, da sind wieder die Templer. Geschlafen. Diese Sollte Rutzbomben. mich nicht überraschen. Und da gerade Neues aus, oder was? Der weist mir den Weg. Wahrscheinlich dem Edensplitter oder so. Wer pass auf. Hinter der Dorf. Ja und, wie gehen wir da rauf? Oh Gott, dieser Altar hier. Also, wo am besten will ich wieder nerven. War das der Plan? Da bin ich wieder unten. Was sagst du dazu? Hinten rum? Schaut ja schlecht aus, oder? Gerade gedacht für die Endrunde. Heute langweilig wird. Du einige mir nicht. Hol mich ab's, mit Mühe und Not.
Und darum hat er wahrscheinlich gerade seine Blicke kreisen lassen. Also den Alter meine ich ab. Dann legen wir die Pause ein. Hey, die Frau aus Akkon. Wie hieß sie noch gleich? Maria, ja. Was er wohl von der will? Wow, okay, das überrascht mich. Moment mal. Warum folge ich nicht Altair? Ich sitze hier mit Maria fest. Oh, Scheiße. Das bedeutet, was für ein abgefahrener Traum. Ballert sie fort. Das war die Frau meiner Träume. Tut mir leid, dass ich so reinplatze, aber es wird spät und wir... Hey, alles klar? Ja, alles klar. Nur komische Träume. Gut. Dann mach dich bereit. Wir sehen uns gleich. Chefin, denkt da nix. Wir haben einen geilen Traum gehabt. Ah, schön, dass du auch mal kommst. Entschuldigung, lange Nacht. Was für ein Profi, was für eine Arbeitsmoral. Lass ihn in Ruhe. Tja, entschuldige bitte, dass ich meine Arbeit machen möchte. Verrückt, was? Sean, bitte, das reicht. Okay. Der Charles hat für die Dorf. Ich glaube, ich muss mal die Brenn wieder loshauen. Ja, dann sagen wir, schwingen uns wieder in den Animus. Eine Aktion beendet. Und ja. Und wir befinden uns diesmal in Venedig. 1481. Ja, das ist ja Venedig. Das ist aber schön. Da ist der Leonardo, der bastelt schon wieder. Ja, die Bastelwastel. Messer Da Vinci. Ja? Buongiorno. Willkommen, ich bin Alvise. Signor Donner bat mich, euch zur Werkstatt zu geleiten. Seid ihr bereit? Eine Stadtführung. Das ist auch noch. Na gut, machen wir mit. Dann kennt die gleich mal aus. Ah, Venezia. Welcher andere Ort ist so... Alvise. Ein Kofferträger. Toller Beruf. schön, so stabil, Werde ja so mal. perfekt. Kommt, ich zeige euch ihre Wunder. Unser erster Halt, die Rialto. Dann Giacomo. Seht, wie elegant sie sich Die über den Bude doch. Kanale gerannt. Die älteste Kirche von Venedig. Aha, Spannend. da wollte ich ja Ein schon mal. Symbol für den Stolz und die Einheit Wenn ich mir Bock Venedigs. drauf habe, Betten zu gehen. Lasst uns weitergehen. Da wären wir. San Giacomo di Rialto. Die älteste Kirche Venedigs. Ist sie nicht wundervoll? Und der Uhrenturm. Magnifico. Der Uhrenturm. Kommt, kommt. Es gibt noch mehr zu sehen. Keine Fische aus den Kanälen der Stadt zu verzehren. Es gilt als heilige Bürgerpflicht, diese Warnung an alle Besucher der erlauchten Republik weiterzugeben. Keine andere Stadt kann es mit den Märkten Venedigs aufnehmen. Seien es Tücher oder Gewürze aus nah und fern. Es gibt... Jede Menge Du Wachposten. solltest doch zu Hause bleiben. Aber die Miete ist bezahlt.
Ich habe das Recht, hier zu verkaufen. Emilio sieht das anders. Nein, nicht! Halt! Halt! Setzen wir den Rundgang woanders fort. Aber in Venedig herrschen raue Sitten. Hier weiß ich schon mal. Schau, ist das nicht fabelhaft? Würdest du mir das kaufen? Ich habe mein Geld bei meinen Sachen gelassen. Hey, pass doch auf, verdammt. Toll. Dann geht bei Lisa gut. Und hier haben wir den Palazzo della Seta, Heimat Emilio Barbarigos. Eigentlich ist er durchaus sehenswert. Aber so wie die Dinge jetzt stehen... Warum? Was ist passiert? Er versucht, alle Händler unter seinem Banner zu vereinen. Aber es gab Widerstand. Teilweise gewaltsam. Was für eine Art Widerstand? Sie sagen, sie kämpfen für das Volk. Für Freiheit, Gleichheit und ähnlichen Unsinn. Ha, Unfug, wenn ihr mich fragt. Die haben meinen Stand zerstört. Ich verlange Wiedergutmachung. Hier, bitteschön. Der Doge wird davon erfahren. Ich werde das dem Rat melden. Na dann viel Glück, mein Freund. Ha, was tut ihr denn? Ihr seid wegen Behinderung des Handels verhaftet. Das habt ihr euch ausgedacht. Es gibt kein solches Gesetz. Jetzt schon. Nein, halt! Palazzo della Seta. Aha. Das Zuhause des mächtigsten Händlers von Venedig. Emilio. Wie der wohl willig? Sehen wir bald. Und nun zeige ich euch die Werkstatt, Ser da Vinci. Wir scheuten weder Kosten noch Mühen. Passt auf, es ist perfekt, als hättet ihr Firenze nie verlassen. Ich wünsche euch großen Erfolg und hoffe, ihr schätzt Venezia ebenso, wie sie euch schätzt. So, da wären wir. Aufregend, nicht? Kommst du mit rein? Vielleicht später. Ich muss zum Palazzo della Seta, um eine Audienz bei Emilio zu bekommen. Wie du willst. Aber solltest du einmal Langeweile haben oder weitere Kodexseiten finden, komm zu mir. Meine Tür steht dir immer offen. Grazie, mein Freund. Di nulla. Codex-Seiten. Ich glaube, Jobo, oder? Emilio, wenn das? Emilio Barbarigo. Titan der venezianischen Industrie, Schrecken der Unterwelt. Unterstützt von seiner Familie, brachte er den Markt mit geschickten Schachzügen, wie die Konkurrenz zu verdrängen und Lobbyarbeit, unter seine Kontrolle. Er gründete die venezianische Polizei fast ganz alleine. Er machte die Straßen wieder sicher und seine Finanzen steuerfrei. Emilio behauptete, ein Unterstützer der Republik zu sein. Das Problem ist, wenn dir die Polizei gehört, werden Wahlen schnell lästig. Und die Opposition sowieso. Pass auf, Emilio, der Führer der Handelsgilde. Ist der korrupt? Wahrscheinlich, oder? Korrupt sein Soli. Leonardo. Leonardo. Ezio, es ist gut, dich zu sehen. Wie kann ich dir helfen? Dort ein paar Seiten. Ah, du hast noch eine gefunden. Wie aufregend. Das kommt hier runter, ich bringe das dort hoch und überblende mit... Ich hab's. 3 Codex-Seiten entschlüsselt. Aha. Mehr Gesundheit. Leonardos Werkstatt in Venedig.
Da bastelt er wie ein Weltmeister. Santa Maria. Jemand meinen Gehilfen gesehen? Die zweitgrößte Kirche Venedigs. Gerade noch da. Die Franziskanermönche. Ich glaube, die haben ein Bier, oder? Geh um mich. Irgendwelche Gräber? Nein. Da war ein Turm, gell? Pass auf. Fliegt eure Wunden edler. Wir schalten den Turm da frei. Zurechtgerichtet. Und dann legen wir eine Pause ein. Noch mehr sind euch zu Dank verpflichtet. Dann haben wir das nächste Mal ein bisschen Überblick. In Venedig. Ich habe mit viel Glück neue Lieferanten gefunden. Meint der Fabro? Ich gebe all meine Ersparnisse an meine Kunden weiter. Pass auf, rundum. Mann, geh schneller. Ihr dürft nicht hier oben sein. Maul. Hinfort, runter da, Stronzo. Oh, Freunde, unten bin ich. Wie gewünscht. Pass auf, der Turm da, oder was? Cittadini! Die Scuola di Sant'Orsola wird einen neuen Zyklus zum Schmuck der Kapelle kommissionieren. Alle interessierten Parteien sollen sich bitte bewerben, da Signore Carpaccio nicht mehr verfügbar ist. Du darfst nicht hier oben sein. Wer malt rum? Warte schon? Nein, geh. Meint du weiter auf? Kann man nicht von sie haben. Und es kreist die Blick über Venedig. Aha, seht das? Kennt die schon mal aus. Auftragsattentat. Ein Kunsthändler? Na, da drüben, wer ist das da? Ja, kann ich reisen? Aha. Aber bevor wir rumreisen, kann man pausieren. Denkt daran, Bertuccios Fucina zu besuchen. Und die machen wir. Alle Arten von Schmiedewaren, Waffen, Bitte du ja. Okay Leute, dann sagen wir beim nächsten Mal geht dann genau da weiter. Bis dann und servus.